Hallo Sekonakits. Mir, da das Drohne an der Kamera, an der Stegi, wir wollen nicht mal an den Gart. Und zwar, wir sind nicht an den Gart, wir sind am Schulgart zu Bachtrink. Ihr könnt einfach mal gucken, ihr seht, der Boden, den ist noch ziemlich braun. Du weißt noch nicht ganz viel. Aber am Frühjahr geht es los. Da fängt man an, am Gart zu schaffen. Wir wissen nicht wie. So, es gibt viel zu schaffen hier am Gart, aber für dich wollte ich jetzt nur mal Schaffgeschirr weisen, mit dem wir am Gart schaffen. Hier ist ein Spurt. Was machen wir mit dem Spurt? Und damit kann ich gruben. Den drücken wir an den Boden. Und wir drücken den still noch an. Das nennen wir Gruben. So, und dann geht es doch etwas. Das heißt Schöpp. Was der Schöppen ist, das fällt selbst mit der Träge Schuss, wenn ich zum Beispiel den Boden will, einen Schubkar legen. Das meine ich mit der Schöpp. So. Und da geht es nach der Greif. Mit dem kann ich auch den Boden los machen. Mit dem kann ich auch Sachen und Schubkar legen, mit der fallen sie dadurch, das ist nicht so gut. Und dann, wenn die Boden, wenn das so die Knuppe sind, die kann ich mit dem Hehl ein kleines Stecker schlagen. Das mache ich alles für den Boden viel zu bereden, für später hin zu sehen. Aber wenn ich das gemacht habe, dann hole ich den Reich und damit kann ich dann den Boden nach Glas ziehen. Und dann irgendwann ist es fertig für zu sehen. Das sieht ihr hier neben drin. Du hast schon gesehen. Aber wenn dann Pflanzen am Boden sind, dann muss ich eins mit der Stranz, nennen das, Netze. Voilà, das geht so, dass das für allem am Sommer, wenn es warm ist. So, ich muss nicht. Voilà, das ist mal Schaffgeschirr. So, nachdem wir den Boden vorbereitet haben, kann Zeit für zu sehen am Frühjahr. Gesehen geht Sohm. Und ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht für Sohm. Da geht es ganz renge Sohm, ja. Verschiedene Sachen kennen da. Es gibt auch ganz dicke Sohm, ja. Und den kennt ihr auch. Du kannst Popcorn davon machen, das ist Mais. Oder es gibt auch dreieckige Sohm. Und all diese Sohm, die muss man an den Boden machen, für das man Pflanzen kriegen. So, hier in der Reihe, da haben wir Sohm an den Boden gemacht. Und du siehst auch schon verschiedene Pflanzen, die kommen schon. Ich habe eine Murte gesehen und dazwischen stehen ein paar Räderscher, sodass ich genau weiß, wo meine Murten kommen. Die hier sind schnell Räderscher und die Murten die brauchen ganz lang. Ziel wie das weiß ich, das Woche nach, wie das geht mit dem Sehnen und mit den kleinen Pflanzen groß zielen, das kennt nach. Bis wir aber lecker Räderscher und Murten aus dem Garten rausholen, das dauert relativ lang. Und dafür, wenn ihr eine Gärte tut, da brauche ich ganz viel Geduld, da brauche ich ganz viel Zeit, bis die Sachen fertig sind. Wir sehen am Frühjahr, und recht am Herbst, dann holen wir die Sachen raus am ersten. So kann er die Frau dich bestimmt, geht es da los schon etwas aus dem Gärte zu essen? Da kommen wir mal gucken, mal, hier sieht er still von einer Pflanze, die letztes Jahr geworden ist. Und ich gehe mal mit meinem Griff ein bisschen grob, um zu gucken, ob du nicht etwas am Boden ist. Guck mal, was ich hier habe. Hier sind ganz dick Knollen am Boden. Man nicht nur eng, und nicht nur zwei, aber ein ganzer Kopf Knollen. Die sind vom letzten Jahr und die heißen Topinambu. Das muss ihr gut verhalten. Das Wort, das kennt nicht jeder Verein. Frag mal Eltern, ob die wissen, was das ist. Topinambu ist das. So, dann gucken wir mal, wie viel der Topinambu-Knollen hier am Boden sind. Guck dir das an. Das sind da pur. Die ganze Stück. Das ist voller Knollen. Und ihr seht, die fängt schon darum auszutreiben. Kriege ich schon einen Schutz für zu wurzeln. Andere sind dann noch. Oh, ein dicker, guck mal hier. So, das war schon ein guter Rekord. Also gucken wir, ob wir noch etwas zu essen am Garten finden. Guck mal, was ich hier fand. Hier steht eine Pflanze mit großen grünen Blättern, die ist schon ganz frei. Und die habe ich aber nicht gesehen, weil die ist einfach von den Wurzeln vom letzten Jahr ausgeschossen und die wiegt ja ganz schön.
das ist der Rhubarb, der Rhabarber auf Deutsch. Und du holst den einfach Blätter davon und du hast den just den Still von den Blätter. Das klingt von den Blättern möchte ich nicht weg. Und der Still von den Blättern, den kann ich nicht essen. Ja? Ein neben drin, da steht der Strauch, das sind Kräuschle, die sind an der Blei, die ganz kleine Bleien da drin hängen. Da kommen rot kleine Früchte drin, so kleine Bullen, die sind auch ganz lecker. So, ich meine, wir haben schon gut geschafft heute. Ich gehe nicht mal am Rohen einmal etwas Gutes essen. So, los schmecken wir mal, was wir aus dem Garten rausgeholt haben. Hier ist also ein wie hieß die schon hier? Topinambur. Ah, den Topinambur. Den Topinambur, den kann ich essen. Den kann ich schälen, muss ich aber nicht. Und das schmeckt, schmeck mal. Ganz gut, das ist nicht, weil du scharf ist oder so. Das schmeckt ganz gut. Den Topinambur. Also Rhubarb, den kann ich schälen. Übrigens kann ich das Rhubarb ganz lecker Tarte oder Kompott machen. Ja? Die kann ich ein bisschen schälen und normalerweise geht die noch immer gekocht. Ich kann ihn aber, das Problem, ein kleines Stückchen schmecken. Ich Rhubarb ganz gern. Und die schmeckt, wie schmeckt die Runde? Sauer. Die schmeckt sauer. So kann er. Das wäre aus dem Garten. Lies am Ziel wie die Ziele nicht, das wird noch ganz interessante Sachen aus dem Garten. Viel Spaß, an Eddie!